Ja, ja, Jungchen, die Potara-Fusion hält für ewig. Also, soweit ich weiß, jetzt in Anbetracht von Dragon Ball Super und so muss man das ein bisschen relativieren. Tja, willkommen zurück, Freunde. Bei Dragon Ball Z Crossover oder beziehungsweise Dragon Ball Z meets Dragon Ball Super Content oder irgendwie Kanon, whatever, ist egal. Machen weiter. めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。 Aber Chichi vermutlich weniger, da sie ihr mangelgleichzeitiger Sohn ist. Das wäre ein bisschen verwirrend. ブツブツ言っとなんでさっさと行き。死んでしまうぞご飯が。はい、じゃ行ってきます。いろいろありがとうございました。 Wobei jetzt nur machen sie es ähnlich, wie es damals ja auch bei Dragon Ball Super ja Kibito-Shin gemacht hat. Nutzen einfach die Dragon Balls, um sich wieder zu trennen. Oder gehen auf Planeten Yadrab vorbei und eine besondere Technik, die das ja auch schafft. 何もかも消えてしまお父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？あ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと合体あった。これどうするんでしたっけ？させるものか。しまった。はそんな。そりゃねえだろ。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。汚ねえぞ。何人も何人も吸収しやがって。くそー。この木はまさか。どうした。もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ。魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。わ
悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか？みんなブに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろ、みんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ベジータ、言っておくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと？くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろこれで。サンキューベジータ。何が起きた？よっしゃー。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつはスーパーベジット。おお、大したもんだな。来いよ。生きがるなよ。本気でやってほしいな。無駄なんだよ、無駄。 Für wen wohl? Für Super Vegito! Big Bang Attack! Geisterschwert! Ach, die Spaßtütentechnik. So Leute, ich sag grad wenig, aber ich genieße einfach die Hintergrundmusik. Musst du gerade sagen? Spaßtütentechnik. Hier kommt Super Vegeto. Bei mir schon.
もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1、2、3、 3、4。何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7、8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、奴は油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バイヤやったやったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。ちょっと変だとは思わんか。奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。Möglich wäre es. Vegeto kann in Majin Buus Körper eindringen und die Kontrolle über seinen eigenen Körper behalten, indem man eine Barriere bildet, bevor er absorbiert wird. Im Innern trennt sich Vegeta wieder an Son Goku und Vegeta auf wieder an Son Gohan, Piccolo, Trunks zu Gott aus ihrem fleischlichen Gefängnis befreien. Ja, das war jetzt fragen sie natürlich, wieso haben sie sich getrennt? Damals war ja die Vermutung, die uns angestellt hat, von wegen, ja, es ist halt im Innern ist irgendwie eine andere Atmosphäre, Dingsbums, whatever, die eine Fusion nicht aufrechterhalten kann. Was irgendwo durch vielleicht ja auch Sinn ergeben würde, auch wenn die Erklärung damals ein bisschen seltsam war. Aber ja, ich meine, wie sonst hätten sie sich wieder aufteilen können. Ja gut, durch die Dragon Balls vielleicht. Aber so dachte man sich, ja okay, gut, da Son Goku und Vegeta, das sind alles, ist auch innerhalb von Buus Körper, da kann ja alles ein bisschen anders sein. Ich meine, er muss ja auch in der Lage sein, die Körper oder andere Wesen, wie auch immer, die er in sich aufnimmt, ja, sich zu eigen zu machen, sag jetzt mal. Und das ist aber bei der Potara-Fusion, weil es irgendwie auch eine göttliche Fusion von den Kaioshins oder so, dass deswegen nicht funktioniert, whatever. Aber jetzt mit Dragon Ball Super wissen wir, dass es einfach nur purer Zufall war, weil ist ja so, dass eigentlich bei allen denen, die keine Kaioshin sind, die Fusion lediglich eine Stunde anhält mit den Potaras. Ja, und offenbar war hier halt bereits eine Stunde vergangen, seitdem sich Goku und Vegeta zu Vegetto fusioniert hatten. 無敵となった記念に消してやるぞ。こんな星。あ、ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なんだ。何これは。
隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。Schade, dass wir jetzt nicht... Was beginnt zu Kid Buu? Alter, was für ein Spoiler. Egal. An der Stelle haben wir uns natürlich gefragt, also frage ich mich halt, schade, dass man jetzt irgendwie nicht das Innern von Buu gesehen hat. Man hätte auch da ein bisschen rumlatschen können, kämpfen können wie im Anime. Aber okay. Anderes Thema. Nee, was wir damals beim Anime gefragt haben an der Stelle, warum zum Henker haben sie nicht einfach jetzt Goten, Trunks, Piccolo und vor allem Gohan aufgeweckt? Alter, auch wenn Son Goku und Vegeta jetzt getrennt sind, das ist immer noch Super Buu. Ich meine, selbst wenn Son Goku zum dreifachen Super Saiyajin wird, die beiden hätten vermutlich trotzdem keine Chance. Ja, wäre vermutlich sehr, sehr schwer. Trotz allem, weil Super Buu ist immer noch stärker als Majin Buu. Und gegen Majin Buu konnte Goku gar nicht mal so noch mithalten, aber trotzdem ohne großen Schaden auszuteilen. Aber er hatte halt den Vorteil, dass er tot war und deswegen sein Körper nicht so sehr ausgezehrt wurde. Also jetzt, in Hinsicht... Ja, gut. Frage mich gerade auch. Ja, eben, das ist halt das Leben, da ist ein bisschen was anderes. Mit dem Kräfteeinteil, weil sein Ki konnte nicht erlöschen, er konnte nicht nochmal sterben und so. Also warum nicht Son Gohan aufwecken? Er wird kurz einen Prozess mit Super Buu machen und fertig. Aber nee, lassen wir einfach mal da zurück. Ich denke mir einfach so, what the hell? Ja. とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。もう少し様子を見た方がいいかもな。 So, falls ihr euch jetzt fragt, wo ich hingehe, ich will noch ganz kurz trainieren gehen, neue Moves und so. Warum hat sie eigentlich trotzdem die starken Gegner? Also, nee, eigentlich die schwachen Gegner. Als stark kann man das wirklich nicht mehr bezeichnen. ブーの様子はどうだ？ブーのやつ、まだ動きはなさそうだな。 Ja, da sieht Vegeta auf die weite Entfernung, wa? Na gut, er ist halt Vegeta-Sama, wa? Sag mal, alles direkt unter mir, okay. ブーの木のでかさは今のところ変わってねえな。それが逆に不気味だぜ。 Deswegen sage ich ja, warum nicht Gohan aufwecken? Der macht kurz einen Prozess mit Buu. Aber ist halt so, wie es ist. Attacke auf einen Flasher lernen, okay. Ja, Freunde, warum ich das jetzt mache, ist auch natürlich aus dem Grund, wir wissen ja alle, was noch kommen wird und so. Also es ist, ich glaube sogar im nächsten Part wird die Story von Dragon Ball Z Kakarot wird vorbei sein. Und deswegen will ich jetzt hier eigentlich vorher noch ein bisschen was machen und nicht schon den letzten Kampf noch in diesem Part beginnen. Oh, seid ihr wahnsinnig! Alter, mal zweimal eine volle Genki Dama. Ey, mir reicht's langsam. Kann ich übrigens auch? Ja, offenbar kann ich's nicht. Hat sie viel gebracht, wa? Aber das hat's gebracht.
Nein, ich Schere, Stein, Papier. Ja, Mist, wohl grad. Komm schon jetzt. Ryuken? Geil. So. Hui, das war knapp. So geht das, Alter. Zeig mal, wo der Hammer hängt. Der Drachenhammer. Nein! Alter! Das war knapp. Jetzt schon wieder! Alter, hört mir dieser scheiß Genkidama auf! Und nicht schon wieder. Nein! Nein! Uah. Nein, nicht schon wieder. Hier ist eine Genkidama, die mögt ihr offenbar so. Und der Schild am Arsch. Au! Vielleicht ein bisschen heavy. Haha, wieder voll. So, da war es nur noch einer. Ne, du machst keine Ryuken. Super Saiyan 3 Sklavflöten. Egal, brauchen wir gegen den. Oh, vielleicht doch. Yeah. Oh oh, Kankime, Goku! Mach was! So. Aua! So, komm, finishen. Ah, das war noch schön für diese Folge. Damit sage ich vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir noch die Drachenphase, sprich Ryuken. Damit wir jeden noch gucken, ob wir noch die beiden machen können. Oh Mann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.